Die Journalistin Alexandra Weiss wird am 24. Dezember nach Bern-Bethlehem geschickt. Ihre Motivation kann grösser sein. Schliesslich wäre sie jetzt viel lieber um Freunde und Familie versammelt, statt über so etwas Belangloses zu berichten. Am Telefon mit ihrer besten Freundin meint sie: Doch, es ist einfach ein riesiger Stern. Also einfach ganz viel Lämpchen. Ganz viel Stromverbrauch, um es mit anderen Worten zu sagen. Und das in Kombination mit einem Typ, der sich zu allen Männern noch hure wichtig nimmt. Insgeheim hofft die Journalistin aber, dass sie die Berichterstattung einfach als Vorwand nutzen kann. Sie hat nämlich eine Vermutung, dass an dem oben nur eine Geschichte winken könnte, die tatsächlich Schlagzeilen macht. Moll, in diversen Online-Foren häufen sich Zeichen, dass er heute auftauchen könnte und sich endlich zu erkennen gibt. Ich spüre es. Heute ist es soweit. Und wenn es soweit ist, dann kann ich endlich mein eigenes Ding starten. Zwischenzeitlich weiss sie aber selber nicht mehr, ob das wirkliche Zuversicht oder einfach nur Verzweiflung ist, die sich als Hoffnung tarnt. Also, wir sehen uns später. Schönen Abend. Wo sie im Tscharner gut ankommt, begrüßt sie den Chef vom Quartierverein, den Herr Wüttrich, schon ganz erfreut. Wenn das Quartier auf sich aufmerksam macht, dann nämlich meistens mit Negativschlagzeilen. Dem wird er Gegenwehr geben. Grüß euch, Frau Weiss. Es freut mich sehr, dass ihr euch Zeit nehmt, Bern-Bethlehem eurer Leserschaft so zu präsentieren, wie es tatsächlich ist. Und nicht immer die Endzeit-Stories. Wisst ihr, seit 2019 die Weihnachtspoststelle zugegangen ist, hat es hier nie mehr so richtig geweihnachtelt. Das ändert sich jetzt wieder. Jetzt wünscht sie sich noch mehr daheim zu sein. Auch wenn der Mann auf den ersten Blick ganz nett wirkt, spürt sie eine ziemlich negative Energie, die von ihm ausgeht. Das ist jetzt also der Stern. Korrekt. 72'000 feinste LED-Lämpchen. Wisst ihr, wir denken grün. Ja gut, LED hin oder her. Bei 72'000 können die so grün sein, wie sie wollen. Sie sind und bleiben Stromfresser. Kommt jetzt die Nachbarin dazwischen. Immer nur negativ, Frau Moser. Immer nur negativ. Realistisch, Herr Wüttrich. Realistisch. Wenn es bei uns im Fall die Sicherung rausklebt und wegen dem das Weihnachtsessen ins Wasser fällt, ja, dann weiss ich, dass ich bei der Verwaltung melden kann. Wisst ihr, Frau Moser, ich komme da schon ein bisschen draus. Weihnachtsbeleuchtung, Strom und Planung, das sind Themen, die haben wir Männer im Blut. Jetzt weiss die Journalistin wenigstens, was das unangenehme Gefühl gegenüber dem Mann auslöst. Er ist ein einer von vorgestern. Auf einmal kommt auch Frau Bernulli dazu. Selber nicht einmal ein Spiegelei zubereiten. Aber einen auf dicke Hose machen. Die haben wir gern. Die Frau Moser grinst zufrieden. Und auch die Journalistin kann sich ein Lachen nur schwer verheben. Ist ja klar gsi. Der Mann halten zusammen. Aber von euch lasse ich mir gar nichts sagen. Schon gar nicht von einer Baslerin. Musst du auch gar nichts mehr von mir anhören heute. Ich wäre zwar schon noch gern da, wenn dann im ganzen Quartier die Lichter rausknipst ist. Und das noch vor den Medien. Aber ich habe Wichtiges vor. Ja. Geht nur ein bisschen häkeln. Wünsche euch schöne Weihnacht, Frau Bernulli. Ihr könnt mein Meisterwerk in der Zeitung bestaunen. Wann wird dann der gute Stern erleuchtet? Ist ja doch ziemlich kalt draussen. Jeden Moment, nur nicht gesprengt. Hey, jetzt macht doch endlich. Es nimmt mir jetzt einmal gleich ein bisschen Wunder. Also dann, machen wir einen Countdown. Aber niemand steigt auf die Frage ein. Der gute Herr wirkt ein bisschen wie der Chevy Chase, der im Weihnachtsfilm Christmas Vacation gegenüber der Festbeleuchtung genauso euphorisch eingestellt ist. Darum macht er den Countdown halt gerade selber. 10, 9, 8. Seid ihr bereit? 7, 6, 5. Für den Stern. 4, 3. Von Bern-Bethlehem. 2, 1. Es passiert, was musste passieren. Nicht nur der Stern bleibt dunkel. Auch das ganze Quartier wird in Schwarz gehüllt.